Vandaag zie je het hier met John Schmidt, Dankzij Schmidt, dat we dit hier maken hebben. Wenn wir hier im Chaco von Schmidt hören, dann ist uns immer ein bisschen im Ohr Schmidt in Kilometer 81, das Krankenhaus Kilometer 81. Also hier ist der Sohn von Dr. Schmidt, der früher auf 81 gearbeitet hat. Du bist aber doch hier in Paraguay geboren. Ja, das stimmt. Mein Vater war ein Medizinstudent oder ein Graduant, der hat jetzt graduiert von der Medizinschule und irgendwie hat der MCC seine Nummer gekriegt in Verbindung gebracht, dass er einen Dienst hier in Paraguay doen. Die Mennoniten in Fernheim waren ungefähr 10 Jahre hier und hadden keinen deutschen Doktor, oftmals waren Paraguayer Doktors und so. Und waren mit ihren paar Schwestern und Hebammen, die sie hadden, mussten sie verlegen kommen. Ja? Und so dann werd hij hier aangeroopt. Also hij is hier niet geboren? Hij was van de USA, ja. En okay. Wir alleinstehend noch. Dann noch 2 oder 3 Jahre, dann vorher einmal war er 3 und holt sich seine Frau, dort wir auch eine Schwester ausgeliehen. Und top haben sie dann hier die nächsten 3 oder 4 Jahre, ich weiß nicht genau, versagte Menschen hier auch zu helfen. Und anlässlich wie hier auch das Jubiläum von der Schwesternschule, dort ist eine Sache, was meine Mutter sagt, dahin ja wir, dass gegründet wird, damit hier immer Schwestern wären für das Krankenhaus. Okay, so ist ein paar Mal hergekommen. Weißt du, ob er auch Instrumente mitgebracht hat von den USA? Ja, der hat einen Kosten allerhand Sachen, ein bisschen besonders. Sachen, die er nicht erfahren. Und dann ein bisschen hat er viel, aber die war im Schab, kommen im Schab und dort hier glaube ich ein halbes Jahr oder lang, bis er hier wäre. So dass er musste sich dann auch allein weiter mit allem. Ja, er hat dort, wo er einen kleinen Koffer hat, mitnehmen konnte, das hat er aber das wird nicht einfach, glaube ich nicht. Ja, okay, das wird dann al MCC. Wir glaube ich alle MCC, Bolivien, USA, Mexiko, Paraguay. So, die hadden hem aangeworven. En hij is dan op een dag wat teruggevoerd en had zijn bruid. En nachher had ze dan hier gedient. En daar bist du dan geboren? Ja, meine eine Schwester und ich, als wir die Älteste, wir sind hier geboren. Als wir dann ungefähr 3 Jahre alt, als wir dann eben hier abhielten, dann muss mein Vater einmal hier Schluss mit der Arbeit und fängt dort eine medizinische Praxis an. Ja. In den USA war In den USA. Okay. Da wir haben dann die nächsten 5 Jahre, hat sich doch schön stabil Wand und wir kriegen da noch 3 Schwestern, aber ja, wir waren dann al 5 und dann kam mit einmal doch ein anderer Ware von MCC und meinem Vater. Oft, und ich würde gerne hier eine Lehrerarbeit anfangen, in Ostparaguay. Das wir dann nicht einfach. Sie haben bestimmt sehr darum gebeten und gekämpft, was sie nicht tun sollen. Ja. Aber die können einfach nicht zufrieden sein, wieder an der Arbeit, weil sie, wenn sie das nicht würde annehmen oder nicht mehr gehen an das Arbeit. Also haben wir wahrscheinlich all den Wunsch da, dort wirklich hier auch so. Ja, er kann ja dort hier die Kolonie und alles. Und das soll ein Dankeschön sein am Land, dass wir Minister hier ansiedeln dürfen und uns hier tüßig machen können. Ja, so viel als ich auch weiß, ist das, ja, das 90 Kilometer 81, weil es einfach 21 Kilometer von Asunción auf ist. Richtig so. Da ist ein Krankenhaus und dort haben die Mennoniten als Dankeschön
und dem paraguayischen Staat einfach gemacht, abgebüht, und das war speziell für Lepra. Das Hospital Mennonita Kilometer 81 wurde im Jahre 1951 gegründet. Das Ziel dieses Projekts war und ist es, den oft ausgestoßenen und verlassenen Lepra-Patienten in Paraguay aufzusuchen und Hilfe zu bieten. Wer an Lepra erkrankt, muss nicht unbedingt die schlimmen Folgen, sowie Blindheit oder Verstümmelungen an Händen und Füßen erleben. Diese sind zu erwarten, wenn die Lepra-Krankheit bei Personen erst nach mehreren Monaten oder Jahren festgestellt und behandelt werden. Da es effektive Medikamente gibt, die den Erreger der Lepra-Krankheit tötet, lohnt es sich ohne Zweifel, Patienten, die mit dieser Krankheit befallen sind, so frühzeitig wie möglich in Behandlung zu setzen. 63 Jahre lang wird diese Arbeit nun schon hier in Paraguay in einer Form von Hausbesuchen, den sogenannten Kontrollfahrten ins Inland oder bei den Einrichtungen in der Nähe der Hauptstadt gemacht. Hier bekommen Lepra-Patienten ihre Medikamente und werden, falls notwendig, auch unter Betreuung von Ärzten und Krankenschwestern in Behandlung gesetzt. Die Betreuung, welche vom Hospital Mennonita angeboten wird, ist sehr beeindruckend. Das sage nicht nur ich, sondern auch andere Patienten, die schon einmal hier waren. Sie haben es gemerkt, dass sie hier anders behandelt wurden. Im Zusammenhang mit der Lepra-Arbeit hier in Paraguay bietet das Hospital Mennonita auch verschiedene Kurse an, um Ärzten und Krankenschwestern die gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnisse über die Arbeit mit Lepra-Patienten zu übermitteln und sie in deren Pflege und Behandlung zu unterrichten. Ja, wir hier in Paraguay waren die Lepra-Kranken dann sehr schlecht behandelt. Die waren aufgeführt in der Kolonie, in Zapucay, irgendwo. Da versucht man die zu was zu bringen. Und Menschen, die dann Lepra haben, die wollen sich nicht wiesen lassen, weil man sagt, nicht die Krankheit wiesen lassen, weil sie Schiss haben, was dann passieren wird. Ja? Das wir immer also hier in Paraguay so. Ja. Dann trug sie von USA zurück und fuhrst dahin in dem Krankenhaus? Naja, da wir dann nochmal in Lahnstedt, da wir ein Shoppen oder ein paar Sanitärchen ab dem Lahnstedt. Und also das erste Jahr wohnen wir dann in Asunción. Und mein Vater fuhr dann immer runter für die Welt Eva oder manchmal länger. Und was hat da angefangen, ja, die Arbeiten so. Einfach auch Häuser abgebaut, langsam Krankenhaus abgebaut, ja. Alles mit Freiwilligen, so stellt mir das vor. Ja, man hat eine Freiwillige hier in der Kolonie. Und da sind auch gekommen, Ehepaare, junge Leute auch. All das 20 oder wie viele Jahre das ist, haben die immer das CD-Arbeit gehabt. Und irgendwann trug je dann ganz dahin? Ja, nach einem Jahr dann kam auch ein Lehrer, vielleicht kann einer dem Opa Schartner, dass wir mein Lehrer da auf einen Tag so. Was kannst du dich von der Zeit da bei einem Tag erinnern? Du hast dort zur Schule gegangen, deine Teenager, oder wie lange bist du da? Na, dat wir wat ik da was strak weer 10 jaar gegaan. Oh, am besten. So, zijn je da lang gewesen? Ja, en da wir immer waren ook Kinder oder Familien mit Kindern, dat er meistens so ein Lehrer hatte. Ein Jahr wird kein Lehrer. Dann war meine Schwester und ich eben hier, kommen wir von ein halbes Jahr hier in Chaco und wieder hier zur Schule. Und so versucht man da wieder zu kommen. Ja. Ja. Als ich dann 15 Jahre alt war, dann muss mein Vater hat lang immer einen Traum, dass er will eine Reise mit dem Auto in den USA machen von hier. Und das war dann nicht so einfach. Erstens mal, dann war die Transchaco noch nicht fertig, dann mussten wir nach Argentinien erstmal und dann Napa. Und so wir reisten 3 Monate mit einem kleinen Auto, dann wir Saßchen mit der älteren Taub. En ein Auto? En een kleines Auto, der hat einen kleinen Motor und 3 Pferde was jeden Mal. Wow, das ist der Titel. Und
Ja, wir hielden alle ween, aber waren an. Toen we missionaren waren in een kleine gemeente, dan werd aangehouden. Met dem Auto hadden we nog een kleine dynamo, dan hebben we dat in een hest heen en daar omheen geraakt een dynamo. En dat we alle evalueerd dat auto, maar dat moest zijn, de berechten werden gebracht. Dat voer. Ja. En daar kan je nog veel goed herinneren van die tijd? Ja, dan wie uit 15 en mijn vader had dan een tijd lang ziemlich migraine-trouble met koprichting en zo. En dan durf ik omstieren ook al, ohne een voorzien. Maar eenmaal durf ik dan door al schaffen, dat we werkelijk op besonders is. Ja. En mijn geburtsdag, als het 16 wordt, dan weer we krijgen in Ecuador op de equator. Dat het een voet een Noordzijde en een voet een Zuidzijde had. Speelt zich aber nichts anders als ja, dat je altijd lid, dat je geen stress of wat. Geen boltje, dat geen stress. Je denkt maar dat zal de equator zijn. Hè? Ja. Ja, zo was een erlebnis. Ja. Dan zijn je in Philadelphia wieder gewohnt dan? Nee, niet voorts. Dan, als we dan, door weer mijn ouderen, die komen hier voeren, dan waren trainen 81, de lepromission daar. En die oudste drie blijven dan in USA weer verdeeld bij onze verwanten. Dat we ook voor mijn ouderen zwaar te doen, maar bij een schoolhal en alles wordt het dan even zo gedaan. En dan weer uit 5 jaar in USA in de school. Dan na de schooltijd ik weer in USA begonnen en alles en dan moest dan mijn militairdienst doen, mijn plicht. De Mennonieten durven dan in die tijd zich aanmelden voor een alternatief arbeid. En dan meldde ik me ook kwijt waren bij MCC aan en werd dan voor 2 jaar in Bolivien onder de Pax-arbeid. Dat is een arbeid waar mensen geholpen worden, die verschillende mogelijkheden wat man dan kan doen. MCC had dan ziemlich veel arbeiders in Bolivien. Het leeft rond 20 oder zo op verschillende steden. Als we het hebben met een anderen jong in Tres Palmas. Dat is een bekende stad ook ziemlich. Daar we 2 jaar en daar we in krankenhuis ook. Met 2 schwesteren ook van MCC. Zo we veranderen dan de eerste 2 jaar weer dan in Bolivie. Oké. En vandaar wieder dan? Ja, en dan, het had eigenlijk een rekening, het wordt de veterinair school nog wieder gaan, of niet stieren. Maar dan deed het eerst maar, voor het eenmaal waren, na 81, naar mijn ouderen. Daar schafde ik dan met het CD-jongens, meerdere maanden. Wat ik dan door mijn vrouw traf. Oh. Die weer een CD-arbeider van Varenheim. Wat ook een vrijwilligendienst al deed. En je had zo bij ons gezegd, dat zijn, man die alle afschrijven wordt, die wat dat zich gevangen hebben, dat een zeer lange list geven. En dan valt dat veterinair studium uit. En als we ons bevrijd hadden, fangen we op een feeststation aan en te resten. Mijn vader had al ganz de eerste jaren wat land hier gekocht. En op dat land fangen we dan feeststation aan te resten. Maar dan wordt het weer jet, als dan onze eerste dag daar te school moest, dan moesten we irgendwas uitvinden. Dan hebben we ons aangecheck en hebben ons dan een Neuwiese. Daar hebben we dan de wirtschaft gekocht, voor een school weer. Oké. Veel als ik weet, best u aber nog her met Fruithulp ook nog op 1 kilometer eindhandig geweest, bij het krankenhuis als arbeider. Ja, na die tijd waar we in Neuwiese gewoond hebben, dan gaven we de wirtschaft ook aan onze kinderen af.
Onze dochter die krijgt de oudste, die übernahm de Wirtschaft. En we trokken naar Philadelphia. En dan, dan had ik een interessante ervaring dat we hier dat er een Wirtschaft viel op kilometer 81. Nou ja, wat nu? Dan melden we ons daar aan en gaan her dat we hier voor ons endlich een heimat rückkehren. Je weer allemaal verbonden nog. Het was niet meer jong, dan in die tijd werd ik al, ik glaube, ik werd dan al 67 of wat. Al even dat alle wat. Zodat dat niet ganz leicht weer, aber dat heeft ons dus zeer schijn kunnen. Nogmaals waren ons aanzaten. Ja, je werd trotzdem allemaal verbonden met Eindhoven van verre al. Ja, dat en hoe lang ben je dan daar nog? Nou, daar blijf op Eindhoven dat we 2 jaar arbeiden. Oké. Zodat dan, als dat aan het eind weer, dan hadden we ons huis in Philadelphia, waar we woonden. Daar zijn we nu al, vandaag zijn we daar nu al langer als we in Neuwiese, 23 jaar zijn we. Ja. Maar dan, als ik van Eindhoven terugkom, dan grabbel dat je dan, wat kan ik doen? Het weer nog niet ganz verbruikt. Het weer al niet meer jong. En ons heeft allemaal schijn gewoon de ene pad te maken met een handmachine en zo. En wij weten of dat niet wordt gewoon hier in het pad te maken. Nou wil ik dat wenigstens 4 of 8 jaar of wat doen. En dan heb je aangevangen in het pad te maken en wat vandaag de dag nog dat we in het pad maken. Ja, dat. Die maken manchmal 200, manchmal 300 kilo in een maand. En de mensen lopen zich dat zeggen. Man moet einfach Gott loben en danken voor dat we den was we ons allemaal waren gevierd hebben. Toen geloven gekomen zie ik mal als een groep jongens van Friesland, door op 81, dat we in die 10 jaar wo ik op 81 weer, die komen daar met een groep jongens van Friesland en wordt dan evangelisiert een beetje. Daar heb ik dan de Herren aangenomen als mijn heiland. En getauft worden we daar ook op 81. Oké. Daar we een tauf was voor de lepperkranke gemeente. Die waren ook van een, dat is ook nog, te die tijd wordt dat nog daar betoond. Die waren ongedijpt. En we waren ook van Ältester Isaac, die kwam daar aan en mijn zuster en ik waren dan daar van dem getauft. Oké. De besprengungstaufe. Ja. Zie. Aber endlich bloß eine Formsache. Ja, genau. Ja. Gut, Dankeschön. Ich hoffe, Jünt hat das gefallen und wünsche Jünt auch wieder einen guten Tag und bis nächstes Mal.